Sex-Talk auf entspannt. Also, ich einfach mal fragen, die meisten von euch, ich würde jetzt mal sagen, die meisten von euch sind noch nicht 18 oder beziehungsweise haben vielleicht auch noch nie Sex gehabt und so weiter und so fort. Und ich, von meinem Part, habe relativ spät Sex gehabt. Spät Sex gehabt. Ich bin, das war vor 3 Jahren. Das ist vor 3 Jahren, habe ich gehabt, das erste Mal, oder 4 Jahre jetzt? 3 Jahre. Dann bin ich schon mit dem Gimmer fertig gewesen und so weiter und so fort. Ich glaub, oder nein, doch, mit dem Gimmer fertig gewesen, glaube ich, und schon in der Uni gewesen. Das erste Mal dann. Und ich wollte mal wieder fragen, habt ihr euch irgendwann, beziehungsweise macht ihr euch Druck oder habt ihr Angst, dass ihr irgendwie so schnell wie möglich müsst irgendwie Geschlechtsverkehr oder irgendetwas haben? Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann, wenn ich so vielleicht, ja, 13, 14, nein 13, vielleicht 14, 15 oder so war, dann habe ich vielleicht eher noch öfters mal so den Gedanken gehabt, oh Mann, vielleicht, Scheiße, es gibt ein paar Leute in meinem Kollegenkreis, die das schon gehabt und dann, wenn ich älter war, habe ich das auch noch gedacht. Habe ich gedacht, so, es ist so viel gehabt in meinem Kollegenkreis und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso habe ich das noch nie gehabt oder wieso? Und dann habe ich mir irgendwie wie ein bisschen Druck gemacht. Und gefühlt ist das immer das Falsche. Weil, ich kann euch mal sagen, wie es ist, und zwar, es ist wirklich völlig scheißegal, wenn wo ihr das erste Mal habt. Es ist 1000 Millionen Mal wichtiger, mit wem ihr das erste Mal habt und dass ihr die Person gut kennt oder dass ihr wirklich mit der Person diesen seid und mit der Person am besten Fall vielleicht schon ein Zeitchen zusammen seid und schon ein bisschen die Person kennt und so weiter und so fort. Und dann kann man sozusagen sich einstellen auf das erste Mal und so ein bisschen sagen, ja, aber jetzt, ja, es passiert jetzt einmal und dann haben wir jetzt, der passiert nicht irgendwelcher Scheiß und der bereuen wir es im Nachhinein noch nicht und dann sehen wir im Nachhinein noch nicht, oh shit, Mann, ich habe mein erstes Mal gesoffen, den ganzen Abend gesoffen an einer Party und dann ist irgendetwas passiert mit 16 oder weiß nicht was. So etwas ist scheiße und es ist wirklich safe. Es wird auch nicht gut sein. Es wird auch bei Leuten sein, die schon lange zusammen sind und so weiter und so fort und die sich gut kennen und die voll sich auf das einlassen. Bei denen wird es auch nicht gut sein. Also bei denen wird das erste Mal Sex auf jeden Fall auch nicht gut sein. Aber was ich damit sagen will, ist auf jeden Fall, dass ihr euch einfach keinen Druck machen müsst. Dass ihr euch keinen Druck machen von anderen Homies oder anderen Kollegen, die vielleicht schon das gehabt haben oder andere Kolleginnen, die das schon gehabt haben, die sagen, ja, das ist hure geil oder weiss nicht was oder damit bluffen oder weiss nicht was. Ich finde einfach, das bringt niemandem etwas und das ist absoluter Schmutz und hey, macht das erste Mal lieber mit jemandem, wo das gut hat mit dem, anstatt einfach irgendwie das erste Mal so wie meistens verbratenmäßig. Klar ist es jetzt nicht etwas, wo man macht es vielleicht auch trotzdem ein bisschen grösser, als es im Endeffekt ist. Es ist so eine grosse Sache das erste Mal, weil es schon extrem aufgeregt, aber es ist jetzt nicht so, als ob das so extrem schlimm ist. Von dem her, ja, ich sage es jetzt einfach mal so, macht euch einfach auf jeden Fall keinen Druck. Habe mich damit abgefunden, dass ich jetzt hässlich bin. Du, Digga, wie Monty würde ich sagen, zu jedem Topf gibt es einen passenden Deckel. Zu jedem Topf gibt es einen passenden Deckel, Digga. Niemand ist irgendwie zu hässlich oder weiss nicht was. Jeder bekommt auch mal etwas ab. Asexuell, also nie darüber Gedanken gemacht gehabt. Ja, also ich weiß natürlich nicht wie, wo und weshalb asexuell und ich keine Ahnung von dem. Ich könnte mir nicht vorstellen, asexuell zu sein. Aber ja. Ein Thema, das ich noch nie verstanden habe. Ein weiteres Thema, das ich noch nie verstanden habe, wieso das Problem ist. Ohne Witz, die Grösse vom Glied. Wieso das vom Mann das Problem ist. Also, ich sage mal so, ich bin jetzt nicht, ich sage jetzt mal Real Talk, ich bin jetzt nicht der mit dem längsten, grössten Maschen. Aber, so, ich bin einfach im gesunden Durchschnitt. Ich bin im gesunden Durchschnitt, Chat. Ich bin einfach im Durchschnitt. Und ich bin einfach im Durchschnitt. Arme sie. Ja, nein! Ich bin im Durchschnitt und ich bin froh mit meinem Durchschnitt. Weil die meisten von uns sind im Durchschnitt, aber
kein einziger Mal sieht, dass er im Durchschnitt ist. Kein einziger, alle sagen, ja, der längste, Digga. Aber nein, ich würde sagen, aber ich weiß nicht wieso, was sich Leute oder Männer im jungen Alter oder Jugendliche vor allem in dem Alter so ein bisschen Gedanken machen über die Länge oder weiß nicht was von einem Glied. Verstehe nicht, wieso wo das so ein Ding ist, beziehungsweise wieso wo man das Gefühl hat, dass das irgendwie Einfluss hat auf die Performance im Bett oder weiß nicht was. Weil, also, den Penis mit anderen Männern zu vergleichen, dass ich glaube, viele Frauen erwarten etwas. Also die Frauen, die ihnen etwas erwarten, also denen weiß ich auch nicht, denen ist vielleicht auch nicht mehr zu helfen. Die haben vielleicht keine Ahnung von, wie guter Geschlechtsverkehr funktioniert. Und von dem her würde ich sagen, die etwas erwarten, die sind vielleicht 16-jährige irgendwelche Bitches, die auf Instagram freizügige Fotos posten. Keine Ahnung, was das für Bitches sind, aber auf jeden Fall nicht Leute, die nee, scheiß drauf. Also das ist auch meine erste Frage bei der Partnerwahl. Was ist Durchschnitt? Durchschnitt ist das, du kannst deine Mutter fragen, was Durchschnitt ist. Im Endeffekt kommt es auf die Technik drauf an, meine Damen und Herren. Auch noch zu der Verhütung. Wenn wir noch weitergehen zu der Verhütung, ist vielleicht auch noch ein anderes Thema. Und zwar, wenn ihr mal in einer Beziehung seid oder wenn ihr nicht in einer Beziehung seid und irgendwann einmal Geschlechtsverkehr haben, dann wirklich ist mir scheißegal, was ihr sagt oder hört nicht auf das, was die Frau vielleicht sagt. Scheißegal, legt einfach jedes Mal beim GV, bei einer Person, die ihr vielleicht nicht gut kennt oder mit einer Person, die nicht mit euch zusammen ist oder wo ihr nicht vollstes Vertrauen drin habt, beim GV immer ein Kondom anlegen. Minimum ein Gummi drum. Genau, Minimum ein Gummi drum. Wieso? Natürlich für jede Krankheiten, für dass die andere schwanger wird und so weiter und so fort. Minimum ein Gummi drum. Es ist für beide Parteien besser. Krankheiten, Sex und so weiter und so fort. Nie ohne Krieg. Minimum ein Gummi drum. Es gibt da so viele gute Sprüche, die vergessen ihr nicht. wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Beziehung seid oder so, in einer Beziehung, schon vielleicht eine Zeit lang in einer Beziehung und dann würde ich euch wirklich auch wärmstens ans Herz legen, oft darüber oder intensiv mit eurer Freundin oder darüber zu diskutieren, über Verhütungsmittel. Nicht einfach nur sagen, ja, nimm Pillen oder so, sondern wirklich euch mal mit ihrer hersetzen und so und wirklich ernst mit ihr darüber reden und einfach so, ja, einfach mal fragen, wie und wo und was, weil oftmals habe ich nicht gehört, dass die Männer auf einen Scheiß drauf geben, so ein bisschen, was, ja, die Frau macht das schon einfach irgendetwas so mäßig. Ja, vielleicht wollt ihr eure Freundin, dass ihr mal ein bisschen euch zuhören, dass ihr ihnen zuhört und so weiter und so fort. Also macht das wirklich, interessiert euch auch für das Thema und interessiert euch nicht nur für den GV, sondern einfach auch interessiert euch für den Menschen dahinter. Ist das nicht cringe? Digga, ich sage es mal so, wenn du findest, es ist cringe, mit deiner Freundin über Verhütungsmittel zu reden, dann bist du einfach noch zu jung. Also dann bist du einfach noch zu jung und hast noch nicht wirklich verstanden, was vielleicht eine richtige Beziehung ist und wie man in einer richtigen Beziehung miteinander reden.